zwei Dinge, die dann in Opposition zueinander stehen, ne, die Menschen und die Natur. Und dann wurde die Frage gestellt, wie denn, wenn Gott nicht mehr vorhanden ist, sozusagen in der Philosophie, wie denn die Menschen dann eine Kontrolle übernehmen können über die Natur. Das war dann eine der Hauptfragen in der Renaissance. Und um das zu verstehen, wurden dann natürliche Naturwissenschaften entwickelt, die sich dann auch schnell entwickelten. Aber was dann aufgrund von so Wissenschaft, Technik und so weiter entstand, war dann eben leider auch Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung und so weiter und viele andere Schwierigkeiten, die wir heutzutage immer noch treffen und das ja immer so weiter ging und was jetzt nach wie vor eine große Gefahr darstellt für alle führenden Wesen, die hier auf der Erde leben. Und wie gesagt, diese Probleme kommen daher, dass Naturwissenschaften entwickelt haben, Techniken entwickelt haben, die dann sogar die Umwelt zerstören. Aber wenn wir den Geist als die Basis nehmen würden, wenn wir die nur Geistschule als Sichtweise annehmen, dann würde man den Menschen und die Natur nicht mehr als Gegensätze verstehen, ne? Wie das ja in der Renaissance entwickelt wurde, sondern man würde verstehen, dass die Umgebung, die natürliche Welt sozusagen durch unsere Geister hervorgebracht werden, durch unsere Bewusstseine und deswegen die Natur, die Umwelt und so weiter Teil von uns ist. Das ist also nicht irgendetwas von uns getrenntes, wie die zwei Hörner einer Kuh. Aber die Sichtweisen der Materialisten und der Naturwissenschaftler haben wirklich einen starken Einfluss auf die gegenwärtige Gesellschaft. Und aufgrund dessen wird dann so etwas wie nur Geist, wo der Geist sehr betont wird, wird als was Lächerliches angesehen. Die Leute lachen dann darüber und nehmen es nicht ernst, wenn man mit Naturwissenschaftlern spricht, die Materialisten sind, ne, die lachen dann darüber, wenn man sagt, nur Geist oder dass der Geist sehr wichtig ist. Und es ist ja so im Westen, dass wenn wir schon klein sind, dass wir schon direkt mit Naturwissenschaften konfrontiert werden, diese lernen oder erlernen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss dann auf unsere Sichtweise, die dadurch sehr materialistisch geprägt wird. Und das ist dann allgemein so in unserer Gesellschaft. Und die größere, ganz gesamte Bevölkerung oder Gesellschaft sozusagen wird eben dann durchdrungen von so einer materialistischen Sichtweise. Und das hinterfragen wir normalerweise gar nicht und zweifeln es gar nicht an. Und es gibt noch weniger, die dann wirklich zur Schlussfolgerung kommen, dass der Geist das Wichtigste ist. Und es gibt noch weniger, die dann das tatsächlich glauben, dass der Geist tatsächlich die Hauptsache ist. Und heutzutage ist es eben so, dass die gegenwärtigen Gesellschaften sich immer mehr in die Richtung der äußeren Dinge bewegen, sozusagen. Ne? Und dass die Leute daran Interesse haben an äußeren Dingen, ne? Mehr Interesse an äußeren Dingen und dass natürlich dann auch materiell wir große Fortschritte machen. Das ist durchaus beobachtbar. Aber in so einer Umgebung oder Gesellschaft gibt es dann eigentlich kaum jemand, der das hinterfragt, der anzweifelt, ne, der diese materialistische Philosophie hinterfragt. Da gibt es kaum welche. Anders ausgedrückt, wenn es so Systeme oder Philosophien gibt, wo gesagt wird, der Geist ist das Wichtigste, dann gibt es diese natürlich schon von Anfang an bis jetzt und sind auch Teil von wichtigen Philosophien oder von Logik oder anderen Lehren. Es gab schon früher viele, die gesagt haben, der Geist ist das Wichtigste. Und wenn wir
Wenn wir heutzutage wenn wir heutzutage die Welt anschauen, aus damaliger Sichtweise sind wir in einer degenerierten Zeit, wo es 5 Degenerationen gibt, ne, wie mehr Krankheiten, kürzere Lebensspanne und so weiter. Da ist es sehr wichtig, den mittleren Weg der Nur-Geist-Schule kennenzulernen. Und der Grund dafür ist, dass das nicht nur unser Wissen nährt, sondern es trifft wirklich wie heißt das auf Deutsch? Den Puls der Zeit sozusagen. Ne? Es trifft sozusagen ins Herz unseres Seins und kann richtig helfen, unsere Denkweise, unsere Sichtweise zu verbessern. Das kann dann einen großen Einfluss auf uns haben und einen großen Nutzen und Wert für die ganze Welt. Die Art und Weise, wie wir über die Essenz des menschlichen Lebens nachdenken oder wie wir das sehen, das kann alles verändert werden, wenn wir uns mit der Nur-Geist-Schule beschäftigen. Und daher, aus diesem Grund, wäre es gut, da umzudenken und die Nur-Geist-Schule zu studieren. Das ist dann sehr hilfreich und hat auch große praktische Nutzen. 대삼 다 드님이 유산에 따이네 양아저기 삼르지 가르고 그래서는 다 Aber eine Sache ist, über die wir nachdenken müssen, ist, dass die gegenwärtige Gesellschaft wirklich ja sehr ein technologisches Zeitalter quasi erlebt. Alles wird durch Technologien gemacht. Die Menschen brauchen gar nicht mehr selbst so viel zu tun. Und es ist auch ein Zeitalter von Informationen, ne, wie soziale Medien, Internet und so weiter. Eine Riesenflut von Informationen. Und wir sind dann sehr unruhig, wie ein Teekessel auf dem Herd, der immer ganz unruhig ist. Und so verlieren auch wir die Kontrolle sozusagen und werden erschöpft und ermüdet. Aber Technologie ermüdet nie. Und wir werden immer wieder bombardiert mit neuen Dingen jeden Moment und haben gar keine Chance, uns zu entspannen und auszuruhen, sondern wir sind wie so ein kochendes Wasser, ne, was immer wieder Blasen hervorbringt. Total unruhig, überhaupt keine Kontrolle darüber, was wir tun sollten. Und das ist das, was durch diese äußeren Dinge, diese äußeren Umstände haben das mit uns gemacht. Wir sind dann quasi wie so eine Marionette geworden, ne? Die da so an Fäden hängt, gell? Und eigentlich die Puppe, die Marionette bewegt sich ja eigentlich nicht, sondern das ist der Marionettenspieler, der über diese Fäden dann die Marionette bewegt. Und so ist es auch, dass wir keine Kontrolle mehr über uns haben, sondern dass wir so sehr unter der Kontrolle der äußeren Dinge stehen, dass da so ein Druck von außen auf uns ausgeübt wird. Und selbst wenn wir versuchen, uns auf unseren Geist zu fokussieren, ist unser Geist immer wieder nach außen gerichtet, immer wieder zu äußeren Dingen oder Individuen. Und wir versuchen zwar nach innen zu schauen, aber immer wieder ist da von draußen dieser Druck, nach draußen zu schauen. Und wenn wir so versuchen, dann in uns zu schauen, dann schauen wir eigentlich nicht wirklich nach innen, sondern wir schauen eigentlich nach außen. Wir schauen nach draußen auf die äußeren Dinge. Wir schauen auf verschiedene Leute und Individuen. Und wir schauen nach draußen zu den Leuten, aber wir schauen nicht nach innen oder in unseren eigenen Geist. Da gibt es nur wenige, die das machen. Und dadurch wird unser Geist sozusagen immer fremder und fremder für uns. Und so, wenn wir über Menschen nachdenken, früher gab es ja viel weniger als heute. Ne, da war man vielleicht ein Nomade oder so.
und hatte da so eine unabhängige Existenz irgendwie. Man musste einfach selbst überleben und konnte sich gar nicht auf andere stützen. Aber je mehr dann eben diese Entwicklung materialistisch, technologisch sich entwickelt, konnte man nicht mehr so autark leben, sondern war irgendwie dann ein Zahnrädchen wurde man zu einem Zahnrädchen in einer größeren Maschine. Und daher ist dass die Leute sich von sich selbst entfremden, sich selbst mehr und mehr fremd werden. Zum Beispiel, wenn wir Tibeter anschauen, die haben ja ihr Heimatland verlassen müssen, haben ihren Ursprung zurücklassen müssen, ihre Kultur zurücklassen müssen und vergessen das über die Zeit. Und so ist es auch mit uns. Wir vergessen irgendwie unseren Geist und haben gar keine Verbindung mehr mit dem Geist und wissen gar nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Und das ist so ein Hauptproblem in der gegenwärtigen Gesellschaft, dass wir diese Entfremdung überall spüren von der Welt da außen. Und wir haben wenig Nähe sozusagen zur Familie und Freunde, sondern wir sind immer getrennt von allem, auch von unseren Nachbarn. Und immer sind wir entfremdet, immer diese Fremdheit. Und viele denken, dass das eine Art geistige Krankheit hervorruft. Das ist so eine geistige Krankheit sozusagen, die in unserem Geist eintaucht, diese Entfremdung. Und was kann man machen dagegen? Klar, man kann natürlich medizinische Dinge versuchen, aber das wird nicht so richtig vollständig funktionieren, sondern es ist etwas, wo die Patienten sich selbst anstrengen müssen und selbst Eigeninitiative ergreifen müssen, um am eigenen Geist zu arbeiten, um sich selbst zu verbessern. Das ist, wie es gemacht werden sollte. Aber wenn wir überlegen, wie heutzutage die Menschen sind, ist es sehr schwer für uns, die Initiative zu ergreifen und uns selbst anzustrengen. Der erste Punkt ist, wir wissen gar nicht genau, wer wir sind, wer oder was wir sind. Und wenn es dann heißt, ja, verbessert euch, entwickelt euch, dann wissen wir gar nicht genau, was zu tun ist, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen und wer wir sind. Deswegen, wenn es heißt, übernimm Eigeninitiative und verändere dich, verbessere dich, dann wissen wir gar nicht, was zu tun ist, wo man anfangen soll und so weiter. Sind wir dann ganz ratlos. Und daher, wenn wir so auf die Philosophie der Nur-Geist-Schule schauen und den Geist wirklich untersuchen lernen, dann können wir sagen, dass der Ursprung der Nur-Geist-Schule daher kommt, dass der eigene Geist erforscht werden sollte. Das ist eigentlich der Ursprung, diese Erforschung des eigenen Geistes. Denn das ist, was die Nur-Geist-Schule macht. Ganz detailreich mit viel Aufmerksamkeit wird die Natur des Geistes, die Fähigkeit des Geistes, die Möglichkeit des Geistes untersucht. Und da gibt es ganz ausführliche Analysen darüber eben, was es für Bewusstseine gibt, ne? Dieses Grundbasisbewusstsein oder der verblendete Geist, das Sinnesbewusstsein und so weiter, die alle in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Das wird da alles erklärt und das ist wirklich ein großes Feld an der Psychologie, was sich auftut in der Nur-Geist-Schule. Und wenn wir das vergleichen mit der westlichen Philosophie, wenn wir das mit der westlichen Psychologie vergleichen, ist diese Nur-Geist-Schule vielleicht nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall auch nicht schlechter als die westliche Psychologie. Denn es ist wirklich wie eine akademische Beschreibung der Psychologie, basierend auf Beweisführung und Logik, so wie es in der Nur-Geist-Schule erklärt wird.
ngui zu tole pendo yebe jigda danan shi mi ki sim gi na zo chue tu ya ki nyuba yebe ki. Und in dieser Philosophie der Nur-Geist-Schule ist es nicht nur irgendwie akademisch, philosophisch, sondern wirklich anwendbar, psychologisch anwendbar, hier und jetzt. Und der Grund dafür ist, dass die Nur-Geist-Schule nicht nur einfach über Dinge spricht, sondern Ziel dieser Nur-Geist-Schule ist es, wirklich die verschmutzten, befleckten, fehlerhaften Aspekte des Geistes zu reinigen, zu korrigieren. Das ist das Ziel dieser Nur-Geist-Schule. Daher ist die Nur-Geist-Schule nicht nur etwas, was eine akademische Disziplin ist oder so, die nur über Dinge spricht, basierend auf Beweisführung und Logik, sondern es ist wirklich was Anwendbares. Daher ist diese Nur-Geist-Schule, wie gesagt, nicht bloß irgendein Wissen aus vorherigen Generationen, das wir jetzt tradiert bekommen, sondern es ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist und ja, lebendig ist eigentlich in der heutigen Zeit. Und das ist eine Psychologie, die eine Religion vielleicht ist, die auch wirklich heilende Wirkung hat und auch auf medizinischen Art und Weise ja, anwendbar ist. Und innerhalb der Literatur, die wir in der Nur-Geist-Schule finden, gibt es viele, viele Passagen, die in Harmonie sind mit Wissenschaft oder auch die über Vertrauen, Hingabe und so weiter sprechen. Natürlich, es gibt wissenschaftliche, aber auch dann so religiöse Anteile. Aber alles innerhalb dieser Schule ist wirklich sehr wichtig. Und warum? Weil wir innerhalb unseres täglichen menschlichen Lebens eben auch solche verschiedenen Erfahrungen, Empfindungen und so weiter haben. Und wenn wir fragen, ist die Wissenschaft alleine in der Lage, die gegenwärtige Situation zu lösen, alle unsere Schwierigkeiten zu beseitigen, dann ist die Antwort nein. Wenn wir jetzt zu den Menschen schauen, auf die Menschen schauen, dann ist es doch deutlich zu sehen, dass die Kraft oder der Mut zu überleben als Mensch, dass das nicht unbedingt auf Wissenschaft beruht, sondern in diesem Fall jetzt der Nur-Geist-Schule als buddhistische Philosophie ist das wirklich eine Stütze eben, diesen Mut oder diesen Lebenswillen hervorzubringen. Und insbesondere ist es hilfreich für die, die sich selbst von Leiden befreien möchten. Wenn wir so den Mut und die Fähigkeit solcher Leute anschauen, solcher Meister der Nur-Geist-Schule, das kann uns dann wirklich ermutigen, inspirieren und unserem Leben eine neue Bedeutung geben, weil wir einfach in der Lage sind, Dinge anders anzugehen. Also diese Nur-Geist-Schule hat dann nicht nur eine philosophische Herangehensweise, was vielleicht mehr wissenschaftlich wäre, sondern hat eben auch einen Aspekt wie buddhistische Religion. Und diese beiden Aspekte sind da vorhanden. Und auch dieser zweite, der religiöse Aspekt ist auch wichtig, denn Wissenschaft alleine kann nicht all die Schwierigkeiten beseitigen, die wir im täglichen Leben antreffen. Und heutzutage denken viele, dass Wissenschaft eben so ein machtvoller König ist, der alle Leiden oder Probleme beseitigen kann. Aber wenn wir darüber nachdenken, gibt es eben, wie gesagt, viel Mut und viel Kraft, was aus nichtwissenschaftlichen Quellen geschöpft wird. Und das ist wichtig auch wertzuschätzen. Und diese Tatsache, dass diese Nur-Geist-Schule so
nützlich und kraftvoll ist, das zu erkennen, hilft uns zu erkennen, wie glücklich wir uns schätzen können, dass es diese Nur-Geist-Schule gibt. Ja, heutzutage wächst da das Interesse daran, dann das kennenzulernen. Und innerhalb des Buddhismus ist es ja ganz klar, dass Buddhismus eine Religion ist, die den Schwerpunkt auf den Geist setzt. Geist wird als das Wichtigste angesehen. Und für alle, daher, wer immer Interesse an Buddhismus hat, 샌된 예배 있나? 아니 팬더 첨부시나 예배지. 저기 예배 시험하고 그래. 다 남아 상계배 로기 셈셈 좀 로다야. wenn wir, dann ist es wichtig eben, dass wir verstehen, wie Geist und Geistesfaktoren funktionieren und wirken. Das ist dann sehr nützlich. Und wenn wir so die buddhistische Präsentation kennenlernen wollen, wie es dargelegt wird über Geist und Geistesfaktoren, dann ist das sehr hilfreich dafür, die Nur-Geist-Philosophie zu verstehen. Und ja, daher ist es klar, wenn wir die Nur-Geist-Philosophie kennenlernen wollen, dass es natürlich ein Kernpunkt ist, dann Geist und Geistesfaktoren gut studieren zu können. Und so war es, wie es früher in Indien war, wo diese berühmten buddhistischen Institute dann gelehrt haben, die Nur-Geist-Schule, dann hat sich das wirklich sehr weit verbreitet. Und es war auch zu Naropas Zeit, da gab es große Meister wie Shantipa und Suvarnadvipa, die wirklich große Nur-Geist-Meister waren. Und ja, Shantipa war auch tatsächlich in Nalanda und war ein Meister der Nur-Geist-Schule. Das heißt, in diesen großen indischen Mahayana-buddhistischen Universitäten, da existierten Madhyamika und Nur-Geist-Schule nebeneinander. Und das war sehr, sehr wichtig, um die Mahayana-Lehren zum Erblühen zu bringen, ohne dass sie sich gegenseitig irgendwie verletzen würden, diese Sichtweisen. Und unser Lehrer Bhagavan Buddha selbst respektierte die verschiedenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler und hat dementsprechend quasi so kundenorientiert den Dharma gelehrt und hat dementsprechend eben die verschiedenen Dharmas, Fahrzeuge, Philosophien und so weiter gelehrt, und die dadurch dann eben praktiziert würden. Also und der Hauptgrund eben dafür war eben, dass der Buddha wirklich ganz unterschiedlich gelehrt hat, basierend auf den Fähigkeiten, Möglichkeiten, Interesse und Neigungen der fühlenden Wesen. Und dadurch konnten eben die verschiedenen Fahrzeuge und Philosophien erblühen. Aber in Tibet ist es anders. Da sagen wir immer, ja, alles ist der mittlere Weg, alles ist der mittlere Weg. Ich bin der mittlere Weg und so weiter. So ist es im Tibet so, dass alles Madhyamika sei und man schaut dann auf die anderen Philosophien so herab und sagt, oh, das sind die Realisten, die haben falsche Sichtweisen, die im Widerspruch zu Nagarjunas Sichtweise stehen und wir ignorieren dann diese anderen Philosophien zu viel. Und auf viele Art und Weise sollten wir untersuchen, war das jetzt hilfreich, das zu machen, oder hat es uns mehr verletzt? Und im Besondere für diejenigen, die jetzt den mittleren Weg lehren, können wir uns hier selbst nur verstehen oder unsere Philosophie nur verstehen, können wir nur verstehen, wenn wir verstehen, wie die anderen denken, wie die anderen funktionieren, was die Sichtweisen der anderen sind. Denn nur dann verstehen wir, wie es ist, dass wir der mittlere Weg sind. Nur dafür müssen wir, also damit wir verstehen, was Madhyamika ist, müssen wir verstehen, was nur Geist bedeutet. Ansonsten würde die Nur-Geist-Schule nur als einfach ein Gegner in der Debatte verstanden werden in den Madhyamika-Texten, den man irgendwie widerlegen sollte oder so. Aber dann werden wir niemals den Wert von Nur-Geist verstehen, sondern es ist wichtig, die Nur-Geist-Schule aus sich heraus zu verstehen und die eigenen Qualitäten und Aspekte von der Nur-Geist-Schule zu verstehen.
Wenn wir das von vornherein sozusagen abwerten, diese Nur-Geist-Schule, dann werden wir niemals die Qualitäten von der Nur-Geist-Schule erkennen. Zum Beispiel heutzutage in den großen Städten, in der gegenwärtigen Gesellschaft gibt es New York, zum Beispiel New York, da gibt es ganz verschiedene ethnische Gruppen, Bevölkerungsanteile und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Tibeter. Und ja, und wenn jetzt die Amerikaner jetzt keinen Wert den Tibetern beimessen, dann werden sie kein Interesse an den Tibetern haben und auch tibetische Kultur, Geschichte und so Philosophie nicht verstehen wollen und können, weil sie einfach denken, ja, weil sie das direkt abtun. Und so, wenn man so eine Herangehensweise hat, ist es natürlich sehr schwer, von jemand anderem was zu lernen und zu verstehen. Und daher, wenn wir einfach nur aus Madhyamika-Sichtweise die Nur-Geist-Schule einfach nur als Gegner verstehen, den man widerlegen müsste, und einfach sagt, das ist eine schlechte Philosophie und man denkt für sich selbst, oh ja, hier Nagarjuna hat doch hier die Nur-Geist-Schule schon völlig zunichte gemacht und völlig besiegt, dann werden wir Nur-Geist-Schule nie verstehen. Das schließt dann wirklich die Tür und Tor, wirklich zu verstehen, was Yogacara bedeutet in seiner eigenen Philosophie und so weiter. Wenn wir das so allgemein in tibetischen buddhistischen Schulen anschauen, insbesondere auch Mönche und Nonnen in den Kachi-Kshetras, dann könnte man schon sagen, dass da wirklich wenig Wissen über die Nur-Geist-Schule vorhanden ist. Wirklich wenig Wissen und das ist keine Übertreibung. Denn selbst die großen tibetischen Gelehrten, die haben ganz widersprüchliche Erklärungen darüber, wer eigentlich die großen Nur-Geist-Meister und Meisterinnen waren und welches die wichtigsten Texte der Nur-Geist-Schule waren. Sogar in den Kshetras. Manche sagen, das waren die wichtigsten Meister und andere sagen dies und andere sagen, dies waren die wichtigsten Texte und der andere sagen, dies ist der Text. Ne, man streitet sich darüber auch, ist das ein nur Geistschulentext oder ist es ein Mathematiker-Text? Da gibt es einfach ganz verschiedene Herangehensweisen und Verständnisse und ohne da wirklich das klar unterscheiden zu können. Und das macht es wirklich sehr schwierig, dann tatsächlich das macht es dann sehr schwierig, wirklich die Nur-Geist-Schule kennenzulernen mit ihrer Sichtweise. Und selbst wenn man dann über ein paar Jahrzehnte in der Kshetra studiert, und wenn wir da über die 3 Charakteristika oder Naturen oder Wesen sprechen von der Yogacara-Schule oder Shittamatra-Schule, dann ist es sehr schwer für uns auszudrücken und zu erklären oder einfach auszudrücken. Ne, wir mögen ja immer gerne darüber sprechen, ja, wer hat jetzt die höhere Sichtweise, wer die geringere. Wir gucken immer, was ist die bessere Schule, was ist die kleinere. Wenn wir sagen, dass der mittlere Weg Madhyamika tiefgründig ist, das sagen wir oft. Aber selbst wenn dem der Fall sein sollte, muss man dennoch nicht sollte man trotzdem sich anstrengen, die Nur-Geist-Schule kennenzulernen und die schwierigen Punkte herauszuarbeiten. Das wird dann recht hilfreich sein. Und natürlich innerhalb der Nur-Geist-Schule, das ist ein ganzes Universum von Belehrungen. Da gibt es so viele Kategorien, so viel Belehrung, so eine weite, große Sichtweise. Ganz gleich, welchen Nur-Geist-Schulen-Text wir aufschlagen, da gibt es immer so viele wichtige, gute, große Punkte, die wir nicht einfach mal so aus dem Stegreif begreifen können. Daher ist Madhyamika vielleicht tiefgründiger, sagen manche, aber die Nur-Geist-Schule ist vielleicht viel weitreichender, hat vielleicht viel mehr Kategorien, viel weitreichende Belehrung. Und da ist nicht falsch dran, das so zu sehen. Und dann machen wir jetzt hier 30 Minuten Pause.
다다다 공도 쉬바다도 샘잠베기 더럽디 그런 지 최종 Und wie ich gerade schon gesagt hatte, wenn wir das aus religiöser Perspektive anschauen, wenn wir die nur Geistschule in Anbetracht der modernen Gesellschaft vielleicht betrachten, dann ist das etwas, was wirklich wichtig ist, dass wir das kennenlernen, studieren und praktizieren, diese Philosophie der nur Geistschule. Aber die buddhistische Lehre hat in Indien abgenommen. Und ganz gleich, ob wir über Bhashika, Tantrika, Shittamatra oder Madhyamika sprechen, nichts von dem ist in Indien noch übrig. Und wir könnten das natürlich, für uns ist natürlich glücklich, dass wir das über das Tibetische dann kennengelernt haben. Und die ist aber auch, hat sich auch weiter ausgebreitet natürlich, insbesondere die Nur-Geist-Schule, die ist dann von Indien nach China und dann noch weiter nach Japan. Und dadurch können wir diese Schule besonders da über diese Quellen noch studieren, wohingegen die anderen Schulen, die können wir eben mehr auch über die tibetische Schule kennenlernen. Und es ist sehr wichtig, diese Belehrung der chinesischen und japanischen Meister zu studieren. Und ebenso ist auch eine starke, lebendige Tradition in Vietnam und Korea. Aber das Hauptthema, der Hauptforschungsgebiet sozusagen ist Japan oder auch China, wo da untersucht wird. Aber darüber werde ich später noch sprechen. Deswegen werde ich heute noch nicht so viel darüber sagen. Wir sagen immer wieder, nur Geist, nur Geist. Und dann ist die Frage, worüber sprechen wir denn hier eigentlich? Über wen sprechen wir hier? Wer oder was ist nur Geist? Was wir normalerweise sagen, nur Geist, bedeutet das? Und in Tenjie-Belehrung, da finden wir mehr so Gewahrsein, nur Gewahrsein und nicht so sehr über nur Geist. Aber wenn wir das jetzt hier wörtlich anschauen, was meinen wir damit mit nur Geist? Da wir sagen damit, dass es dann nichts anderes als Geist gibt. Und ein solches Verständnis wäre in Ordnung. Wenn wir sagen, da gibt es nichts anderes als Geist, nur Geist, was bedeutet Geist hier? Da müssen wir natürlich ein gutes Verständnis darüber haben, was mit Geist gemeint ist. Das könnte sich beziehen auf all die Bewegungen, die in unserem Geist stattfinden, auf all die Ausdrücke des Geistes. Können wir auch Bewusstsein nennen. Manchmal nennen wir es Geist, manchmal Bewusstsein. Und oft sprechen wir auch über über den Geist. 다지 지응어버서 피네주 샤용해야 되지. 드네 인두산에 지응어버대당 유ging 지응어버도 주 유ing은 피네수 주비용을 되지다. 에네 셈스도 드네 파 다딩게 되지. 딱 하나 군인이부디 치 난게 셈도 지응어버더니 카소소로 지인 버지다. 드니 뭐 제타 대비 수도 여버지 아주 여기 통디거
Und wir denken, dass sie eben ja unterschiedliche Essenzen oder Substanzen besitzen. So nehmen wir es normalerweise wahr, dass da ein Unterschied wäre zwischen äußeren Dingen und unserem Geist. Und ebenso, wenn wir so über wie sich das alles, wie wir unseren eigenen Körper auch verstehen können oder unseren Geist, können wir verstehen, dass da auch alles quasi Geist ist. Dass da nichts wirklich aus sich selbst heraus entsteht, sondern dass wir ein Objekt vielleicht sehen, zum Beispiel einen Berg, und weil wir den Berg sehen, dann können wir auch natürlich sagen, da gibt es dann Leute, die den Berg auch besteigen können. Das ist das, wie wir das verstehen. Oder wir sagen, da ist ein Fluss und dann können wir dann Brücken bauen. Und wenn wir dann ein Objekt sehen, dann erscheint es in unserem Geist und wir denken dann, dass das Ding da draußen aus sich heraus existiert und unserem Geist einfach nur erscheint. Und ebenso ist es auch mit unserem Körper. Solange wir den Körper haben, denken wir, bis wir sterben, denken wir, dieser Körper, das bin ich. Diese 5 Skandhas oder Aggregate, das sind wir. Das ist das, was wir denken. Und das ist das, was wir normalerweise denken. Das ist die konventionelle Wahrheit, so wie die gewöhnlichen Leute einfach die Welt wahrnehmen. Wie auch immer, im 3. oder 4. Jahrhundert in Indien, da gab es einige Leute, die wirklich eine ganz andere Art und Weise hatten, die Dinge anzuschauen. Anders als wie wir es normalerweise tun. Normalerweise denken wir, dass die Dinge von uns getrennt wären. Aber so denken die das nicht. Die waren wirklich sehr kühn und unverfroren und mutig, ganz anders zu denken. Und so dachten sie anders, hinterfragten Dinge und ja, untersuchten, was konventionelle Wahrheit bedeutet, haben das wirklich hinterfragt und angezweifelt. Das waren großartige Fragen, großartige Zweifel. Und sie haben ganz verschiedene Beweisführungen und Logik benutzt, dieses zu untersuchen, um zu beweisen, dass all das, was wir wahrnehmen, dass es wirklich verwirrte Wahrnehmung ist. Das, was normalerweise so erscheint, als würde es zu uns erscheinen, so nehmen wir das wahr, ne? Dass da etwas da draußen ist, was wir erscheinen, dass da draußen etwas erscheint zu uns und dass das vielleicht nicht so ist. Und es gab dann Meister eben im 3. und 4. Jahrhundert in Indien, die eine andere Sichtweise hatten darüber. Ganz konträr dazu, wie wir normalerweise denken. Und diese Leute, diese Meister, die das so verstanden haben, die haben das dann Yogacara-Schule genannt. Yogacara oder Yoga-Praxisschule oder Yogacara nur Geistschule, so kann man diese Schule nennen. Und die haben auf jeden Fall eben hauptsächlich die Sichtweise gelehrt, dass alles nur Geist ist. Nur Geist, nur Gewahrsein, nur Geistschule. Das ist das, was die Yogacara-Schule ausmachte. Yogacara bedeutet die Individuen, die diese Philosophie aufrechterhalten oder philosophische Sichtweise haben. Und und die Sichtweise ist dann nur Geist. Das ist die Philosophie. Das ist die Philosophie, die sie annehmen. Aber die Individuen, die diese Philosophie postuliert haben, die werden dann eben Yogacaras genannt. Das sind die Personen, Yogacaras, und die Sichtweise ist nur Geist.
Und aus diesem Grund ist es ganz klar, dass die Nur-Geist-Schule eine Philosophie ist, die eben den Geist als das Hauptelement oder Hauptfokus auf den Geist legt. Alles ist nur Geist. Was immer wir wahrnehmen, ist bloß eine Projektion oder Erscheinung des Geistes und nicht getrennt von unserem Geist. Es ist nicht eine externe Form, ein externer Klang, der getrennt wäre von unserem Geist. So etwas gibt es nicht. Das ist die Nur-Geist-Schule. Also das ist eine Sichtweise, wo der Geist eben als das Wichtigste verstanden wird. Das ist hier mit nur Geist gemeint. Die Sichtweise, den Geist als das Wichtigste zu sehen, ist natürlich nicht nur in der Yogacara-Schule vorhanden. Natürlich, wir können sagen, Yogacara oder Ishita-Matra, nur Geist sind vielleicht Synonyme, aber dieses nur Geist oder Schwerpunkt auf den Geist legen, das finden wir in allen buddhistischen Schulen. All die verschiedenen buddhistischen Schulen lehrten darüber, dass es alles nur Geist ist, auch wenn sie das nicht explizit sagten, aber die Richtung, die sie einschlugen, war immer in diese Richtung. Nur Gewahrsein, nur Gewahrsein, bloßes Gewahrsein, nur Geist. Wir können grundlegend sagen, wenn wir den Geist sozusagen rausnehmen würden aus allen buddhistischen Philosophien und das woanders hinstellen würden, dann wäre in der buddhistischen Philosophie nichts mehr übrig. Denn alles, was gelehrt wird in buddhistischer Philosophie, ist über den Geist. Und wenn wir diesen Geist rausnehmen würden, dann würde da nichts übrig bleiben. Denn das Hauptthema der buddhistischen Philosophie ist, über den Geist zu sprechen. Deswegen nicht nur die Nur-Geist-Schule, sondern alle anderen buddhistischen Philosophien sprechen über nur Geist. Das ist wirklich ein ganz großer Kernpunkt in allen buddhistischen Schulen. Alle buddhistischen Lehren sind eigentlich sehr nah zu dieser Nur-Geist-Schule. Und wenn wir so darüber sprechen, wie die Buddhisten heutzutage über die Situation des Geistes sprechen, dann geht es darum, über Leiden zu sprechen. Denn der Geist leidet. Und um uns zu schützen vor dem geistigen Leid und uns zu Glück zu führen, darüber lernen eben alle buddhistischen Schulen. Und unser Ziel ist, dass wir Befreiung anstreben. Und Befreiung anstreben bedeutet, dass wir hauptsächlich erkennen, dass unser Geist in einer sehr schmerzhaften Situation ist. Und wie können wir unseren Geist zu Glück führen, indem wir uns einsgerichtet auf den Geist konzentrieren, weil wir Befreiung anstreben. Daher lernen die Buddhisten oder in buddhistischen Lehren immer, dass der Geist sehr, sehr wichtig ist und dass es wichtig ist, den Geist wirklich gut zu verstehen. All die buddhistischen Gelehrten weisen darauf hin. Und wenn wir so die Dinge anschauen, könnte man aus einer größeren Sichtweise verstehen, dass alle buddhistischen Schriften und Gelehrten darüber sprechen, dass alles bloß Geist ist, wenn wir das wirklich auf größere Art und Weise verstehen. Wirklich verstehen, dass all diese Philosophien sich darauf immer beziehen, auf nur Geist. Aber sie erklären nicht alle das genauso, wie die Nur-Geist-Schule es tut. Aber sie betonen auf jeden Fall, dass der Geist das Wichtigste und die Hauptsache ist. Und das kommt dann dem Nur-Geist sehr, sehr nah. Und ja, in frühen Indien, da gab es die großen indischen Meister, die viel Interesse an Yoga hatten. Über Yoga sprechen wir oft. Selbe Wort hier, Yoga. Und heutzutage denken wir über Yoga, dass wir Arme und Beine strecken, dehnen, flexieren
machen und so weiter. Aber das sollten wir eigentlich nicht reflexartig unter dem Begriff Yoga verstehen, sondern besser wäre Dhyana, Meditation, Samadhi zu verstehen, Shamatha und Vipassana. Das sollten wir verstehen, wenn wir Yoga hören. Was bedeutet Dhyana, Meditation? Das bedeutet, dass wir gleichmütig in der Tiefe der Natur des Geistes verweilen. Ja, dass wir darin verweilen. Und schauen, wie tief können wir in der Natur des Geistes? Das ist die Frage. Darüber geht es in der Dhyana-Praxis, die Tiefe der Natur des Geistes einzutauchen. Daher ist die Praxis von Dhyana etwas, was schon sehr, sehr lange in Indien vorhanden ist. Und ich hatte das auch in den Sommerbelehrungen schon gesagt, wenn wir die Upanishaden anschauen, wenn da die Natur des Geistes untersucht wird, gibt es da Meister eben, die dann untersucht haben und gesagt haben, da muss es ein Selbst geben, da muss es eine Person geben. Da muss es etwas geben, was wir identifizieren können als die letztendliche Quelle des Mich, Mir, Mein. Da muss es so eine Person geben, ein Selbst geben. Aber die Buddhisten akzeptieren keine Selbst oder keine Seele, sondern lehren das Gegenteil, nämlich die Selbstlosigkeit. Und dadurch haben dann die Buddhisten eben die Philosophien widerlegt, die da von einem Selbst oder einer Person, Purusha zum Beispiel, ausgehen. Und auf diese Art und Weise sind buddhistische Philosophien und die alten indischen Philosophien wirklich im starken Widerspruch zueinander, weil die indischen Philosophien von einem Selbst oder einer Person, Atman oder Purusha, ausgehen, aber aus buddhistischer Sicht wird das eben beides widerlegt und die Selbstlosigkeit wird gelehrt. Selbstlosigkeit wird gelehrt und dadurch stehen die buddhistischen philosophischen Sichtweisen dann diesen alten indischen Sichtweisen konträr gegenüber. Und nicht nur das, sondern in den indischen Philosophien gab es noch ein anderes Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Und diese Position war das Verständnis, dass es da Samsara gibt. Und die ersten, die über Samsara sprachen, waren die Nicht-Buddhisten. Das war etwas in den Veden schon, was die Nicht-Buddhisten gelehrt haben, dass es da etwas Samsara gibt. Und diese Präsentation oder Darlegung von Samsara ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt eine andere Position, eben dieser Punkt Samsara ist eben etwas sehr, sehr Wichtiges, was in den indischen Schriften schon gelehrt wird. Und die Buddhisten haben das akzeptiert, aber haben nicht die Philosophie eines Selbst akzeptiert, haben aber akzeptiert, dass es da ein Samsara gibt, so wie die Nicht-Buddhisten es auch lehren. Das haben die Buddhisten akzeptiert und haben auch Samsara eben als Grundlage ihrer Philosophie mit einbezogen, dass auch also die Buddhisten haben auch das Thema Samsara mit einbezogen in die eigene Sichtweise, haben aber das Selbst widerlegt und die Selbstlosigkeit gelehrt. Und wenn es kein Selbst gibt, wer zirkuliert da und kreist da in Samsara? Wenn es da überhaupt kein Selbst gibt, wenn wir kein Selbst identifizieren können, wer oder was kreist denn da in Samsara? Und da ist das natürlich ein Widerspruch oder eine schwierige Sache, die man lösen müsste. Wie können wir diesen Widerspruch auflösen, wenn wir sagen, da gibt es Samsara, aber auch Selbstlosigkeit? Wie passt das zueinander? Viele buddhistische Philosophien sagen, da gibt es kein Selbst, aber da gibt es Samsara und haben das dann auf viele Art und Weise beschrieben, wie das Samsara auftreten kann.
Aber man könnte sagen, die beste Lösung, die beste Erklärung diesbezüglich wurde von der Yogacara-Schule gelehrt. Das ist, was die Gelehrten sagen, die Yogacara-Gelehrten. Und warum? Warum können die diesen Widerspruch am besten auflösen zwischen Selbstlosigkeit und Samsara? Ist because Yogacara oder nur Geistschule, wenn sie den Geist beschreiben, sprechen sie über die 6 Bewusstseine, die 5 Sinnesbewusstseine und das 6. das Geistbewusstsein. Das ist aber eher die grobe Ebene. Das ist die grobe Ebene, die Dinge uns erscheinen. Aber zusätzlich sagten sie auch noch, dass es da dieses Alaya-Bewusstsein gibt, dieses Allbasisbewusstseins. Da gibt es noch die subtileren Präsentationen oder subtileren Bewusstseine, die präsentiert werden, wo gesagt wird, dass alle Erscheinungen unserem Geist aufgrund von Eindrücken kommen, die in diesem Allbasisbewusstsein gespeichert sind. Und so wurden diese verschiedenen Ebenen des Bewusstseins erklärt. Es gibt die gröberen Ebenen des Geistes und die feineren, subtileren Ebenen. Und dieses Allbasisbewusstsein wird dann letztendlich als die Basis für alles verstanden, als die Basis dafür, für all die Projektionen eines Selbst und der Grundlage von Samsara. Alles basiert auf diesem Allbasisbewusstsein. So ist es, wie die Yogacara-Meister das erklärten und da dann diesen Widerspruch gut auflösten. Und daher haben dann die Yogacara-Meister über dieses Allbasisbewusstsein Alaya gelehrt. Und das ist nicht nur etwas, was logisch erklärt werden kann, sondern auch in der Meditation kann das erfahren werden. Wenn man mit yogisch direkter Wahrnehmung oder gültiger Erkenntnis das anschaut in der Meditation, ist das erkennbar. Das ist also nicht nur etwas, was logisch bewiesen wird, sondern es ist auch etwas, was empirisch erfahrbar ist, dass da dieses Alaya-Bewusstsein existiert. Und basierend auf diesem Allbasisbewusstsein oder der Postulation diesem, haben sie dann eine Yogacara-Sichtweise darauf aufbauen können. Die größte Frage in der Philosophie, in der Vergangenheit und in der Gegenwart ist ja immer die Frage, woher komme ich? Was ist die Ursache für mich oder der Welt? Woher kommt die Welt? Was ist der Ursprung? Ne? Genesis. Das ist immer die große Frage. Und die beste Antwort hier ist von den Yogacara-Meistern, dass alles in Abhängigkeit von dem Allbasisbewusstsein erscheint. Das ist wirklich die beste Antwort, wie all die Dinge erscheinen. Und das ist deswegen haben sie über dieses Alaya-Bewusstsein, Allbasisbewusstsein gesprochen und konnten da prima und schlüssig erklären, wie alles aufgrund des wechselseitigen abhängigen Entstehens basierend auf diesem Allbasisbewusstsein erscheint. Wird später noch genauer erklärt, aber hier, um es kurz und knackig zu sagen, ist es so, dass alles, was als Äußeres oder Inneres erscheint, die Welt und ihre Einwohner, die Wesen, all das kommt durch die Samen, die in dem Allbasisbewusstsein sind. Wenn all die Ursachenbedingungen zusammenkommen, in wechselseitig abhängig entstehen, wenn all diese Samen oder Eindrücke zusammenkommen, dann entstehen Erscheinungen, die wir als etwas Äußeres wahrnehmen. Und nicht nur das, sondern auch deren Wirkung oder Eindrücke werden wieder zurück im Alaya gespeichert. Das ist dann ein wechselseitig abhängiges Entstehen des Basisbewusstseins, wo die Eindrücke die äußeren Erscheinungen hervorbringen, aber die äußeren Erscheinungen, sogenannten äußeren Erscheinungen, dann auch wieder Eindrücke im Basisbewusstsein hinterlassen. Das ist so ein Hin und Her, wechselseitige Abhängigkeit. Und wenn wir so diese Philosophie anschauen, ist das natürlich etwas, was sehr logisch ist. Und allgemein sprechen wir über die Sichtweise der Selbstlosigkeit oder der Sichtweise der nur Geistschule.
Und wenn wir uns damit beschäftigen, ist dann die Hauptdebatte ist immer, was existiert letztendlich in der letztendlichen Natur? Was existiert da und was nicht? Das ist etwas, was wir untersuchen müssen. Ne, und das ist sowohl die Nur-Geist-Schule untersucht es und auch eben Philosophien in Bezug auf die Selbstlosigkeit untersuchen diese Dinge und kommen zu der Schlussfolgerung, dass es da keine externen äußeren Dinge wirklich gibt. Es gibt nichts, was da nicht irgendeine äußere Sache, die getrennt vom Geist wäre. Und das Gleiche ist natürlich auch, dass der wahrnehmende Geist, der die äußeren Dinge als äußerlich oder als Dinge wahrnimmt, auch dieser wahrnehmende Geist ist nicht wirklich letztendlich existent. Daher in der Nur-Geist-Schule heißt es eben so, dass es nicht nur die äußeren Erscheinungen nicht wirklich gibt, aber sondern auch, dass der wahrnehmende Geist auch von illusionsgleicher Natur ist, ohne eine letztendliche Natur zu haben. Das ist ein sehr wichtiger Kernpunkt in der Nur-Geist-Philosophie. Ansonsten, wenn wir über Nur-Geist sprechen, wir denken, da gäbe es nur den Geist, dass es da einen Geist tatsächlich gäbe, aber nur den. Das können wir vielleicht denken, wenn wir den Begriff hören. Das wäre dann aber immer noch ein Greifen, was wir hätten an den Gedanken, dass es da einen Geist gäbe und nur den Geist. Und wenn wir das täten, dann würde das einfach ein anderes, weiteres Greifen und Festhalten sein, weil wir nicht die letztendliche, wirkliche Sichtweise der Nur-Geist-Schule verstanden haben. Und wir denken, da würde es tatsächlich dann einen Geist geben. Und wenn wir das denken würden, dann haben wir nicht wirklich die Sichtweise der Nur-Geist-Schule durchdrungen. Und wenn wir so über die Nur-Geist-Schule sprechen, dann wenn wir dann wenn wir dann über diese Philosophie der Nur-Geist-Schule sprechen und dann die äußeren Erscheinungen untersuchen, dann können wir uns fragen, wie erscheinen die dem Geist? Was ist der Geist? Wie erscheinen die Erscheinungen? Das ist wirklich sehr wichtig und das gilt es zu untersuchen. Und wenn wir das peu à peu machen, dann werden wir mehr und mehr verstehen, was die Natur des Geistes ist, wie der Geist funktioniert, und das werden wir dann mehr und mehr verstehen. Unser Verstehen wird dann immer tiefgründiger werden. Und dann wissen wir irgendwann sehr definitiv, was ist der Geist? Existiert der Geist oder existiert der Geist nicht? Und das ist das Ziel, was wir hier erreichen wollen, dass wir den Geist wirklich verstehen, wie er ist, was er ist, wie er funktioniert. Und manchmal haben wir vielleicht die Idee, dass es da tatsächlich einen Geist gäbe, aber dann haben wir die Philosophie der Nur-Geist-Schule nicht wirklich entwickelt. Und wie kann man die Natur des Geistes untersuchen? Da fangen wir damit an, indem wir die Kapazität oder die Fähigkeit des Geistes untersuchen. Was ist eigentlich der ursprüngliche Geist? Der Hauptgeist, nicht ursprünglich, sondern der Hauptgeist. Es gibt ja den Hauptgeist und die Geistesfaktoren. Dass wir also da untersuchen, was ist die Fähigkeit des Hauptgeistes und wie funktionieren die Geistesfaktoren? Und es gibt ja die ganzen Erscheinungen, die wahrgenommen werden durch den Hauptgeist und die Geistesfaktoren. Und dann sollten wir versuchen zu unterscheiden und zu erkennen, was da die Fähigkeiten eben dieses Geistes sind und der Geistesfaktoren. Und dass wir dann erkennen, was stimmt oder was nicht stimmt. Also was der Geist kann oder was er nicht kann. Und um das herauszufinden, um diese Gewissheit zu entwickeln über das, was der Geist wirklich ist, wie der Geist wirklich funktioniert, da war das so, dass die Yogacara-Schule eben da sehr hilfreich war, denn Yogacara hat dann gut beschrieben, wie der Geist funktioniert und wie die Erscheinungen funktionieren und dass die Erscheinungen aus dem Geist heraus entstehen. Und deswegen wird manchmal die Yogacara nur Geistschule, wurde später in China und Japan dann als Schule der phänomenalen Erscheinungen genannt. Denn hier wird untersucht, wie erscheinen die Dinge, wie
wie kommt es zu den Erscheinungen der Dinge? Was sind Erscheinungen? Und deswegen wird diese Schule eben die Schule der phänomenalen Erscheinungen genannt. Aber wie schon gesagt, nur Geistschule ist nicht bloß eine Philosophie, die man lernen oder kennenlernen sollte, sondern es ist tatsächlich etwas, was zu praktizieren ist. Und so ist es eigentlich allgemein so im Buddhismus. Ganz gleich, welche buddhistische Schule oder Philosophie wir anschauen, es ist immer, hat immer einen ganz starken Praxisbezug, ganz starken Bezug zur Meditation. Wenn es einfach nur bloße Worte sind und wir nur irgendwelche Theorien aufstellen, dann hat es nicht wirklich eine Wirkung auf unseren Geist, ganz gleich, was wir denken. Es muss tatsächlich etwas, was wir anwenden. Es ist tatsächlich, was wir wirklich anwenden müssen. Und der Geist, diese nur Geistschule ist eben, wie gesagt, keine Philosophie oder nur eine Theorie, sondern wirklich etwas, was es zu integrieren und praktizieren gilt. Das ist nicht einfach eine Theorie, die gemacht wurde für die, die nachts nicht schlafen konnten oder von denen, die nachts nicht schlafen konnten, sondern es ist wirklich eine Philosophie, die hervorgebracht wurde, um praktiziert zu werden. Und es sind ja, dass diese Meister eben in diese Lehren hervorgebracht haben, weil sie in tiefer Meditation waren. Und aus diesem Zustand haben sie die Dinge beschrieben, wie der Geist ist, wie die Phänomene erscheinen und so weiter. Sie wussten das, basierend auf ihrer tiefgründigen Motivation, haben sie die Dinge gesehen, wie sie sind und haben das dann einfach in Anführungszeichen beschrieben. Und haben so dann die philosophischen Schulen etabliert und gelehrt. Also diese Idee des Allbasisbewusstseins ist nicht bloß eine Idee oder eine Vorstellung oder Theorie, die nur durch Logik beweisbar ist, sondern ist tatsächlich etwas, was eben, wie gesagt, erfahren und praktiziert werden kann. Darüber werden wir noch sprechen. Das war eine kurze Überblick über die Yogacara-Schule. Aber wir sollten auch noch über die Geschichte des Buddhismus kurz sprechen, insbesondere wenn wir über die Yogacara-Schule sprechen. Es ist auch wichtig, ein kurzes Verständnis zu entwickeln über die geschichtliche Entwicklung. Wenn wir über die Ursprünge von Buddhismus sprechen, habe ich darüber ja schon in den Sommerbelehrungen gesprochen. Aber wie auch immer, 100 Jahre nachdem unser Lehrer Buddha Shakyamuni ins Nirvana einging, gab es damals in Indien eben ganz verschiedene Gemeinschaften, östliche und westliche, und die haben dann ganz verschiedene Sichtweisen und Meinungen entwickelt über die 10 Gelübde, und das hat dann großen Streit hervorgerufen, was dann dazu führte, dass die Sangha sich aufteilte in 2 Schulen oder Gemeinschaften, einfach weil da ein Streit war zwischen den Sichtweisen. Die wollten und konnten dann nicht mehr zusammen verweilen. Und dann gab es eine Sichtweise, die Sthaviravadins, die Sthaviravadins, die haben sehr an den traditionellen Sichtweisen festgehalten. Und Sthavira heißt die Älteren. Das waren die Älteren, die hatten eine ältere, also hatten ja eben festgehalten an den traditionellen Sichtweisen. Und dann gab es noch die eine Veränderung anstrebten, das waren die Mahasamgikas. Mahasamgika-Schule. Ja, die beiden Gemeinschaften waren da, das waren sozusagen 2 Sanghas. Die eine Sthaviravada, die anderen Mahasamgika. Und in Begriffen der buddhistischen Geschichte war es eben das erste Mal, dass sich die Sangha so teilte. Das war wirklich dann die erste Unterteilung der Sangha in die 2 Wurzelschulen. Das waren die 2 Wurzelschulen oder so.
Und darauf basierend, auf dieser ersten Unterscheidung oder Trennung, also wie gesagt, zuerst war eine große Harmonie, dann Streit und dann eben die zwei Gemeinschaften, die sich trennten, oder zwei getrennte Lager. Darauf aufbauend haben sich dann weitere viele Schulen entwickelt. Und warum war das der Fall? Das waren also ursprünglich diese beiden, Sthaviravada und Mahasamgika. Und dann inner jeder dieser Schulen gab es dann wieder weitere Dispute und haben sich dann weiter aufgeteilt. Vielleicht 4, 5, 6 verschiedene Gruppen. Und insgesamt gab es dann irgendwann 18 Schulen. Das sind dann die 18 Schulen des grundlegenden Fahrzeugs, die sich daraus entwickelt haben, basierend auf verschiedenen Sichtweisen und Unterschieden. Und also insgesamt haben wir dann diese 18 Unterschulen. Wir haben also die 2 Hauptschulen zuerst und dann 18 Unterschulen sozusagen. Und die modernen Wissenschaftler sagen heutzutage, weil es so viele unterschiedliche Schulen gibt, in den Sanghas gibt es so viele Unterschiede und Ursache für all das ist, weil es unterschiedliche Sichtweisen einfach gab in verschiedenen Praktizierenden und dadurch kam es dann zu der Trennung und haben ja eben sich so sehr unterschieden und wurden dann eben zu unterschiedlichen Schulen oder unterschiedlichen Gemeinschaften, unterschiedlichen Überlieferungslinien und unterschiedlichen Sutren, unterschiedlichen Abhidharma-Belehrungen und so weiter. So wurde dann alles eben unterschiedlich. Also gab es dann all diese verschiedenen unterschiedlichen Schulen. Und so, kurz gefasst, gab es also die 2 Wurzelschulen. Und dann weiter hat sich das weiter aufgezweigt in 18 Unterschulen. Und so könnte man sagen, es gibt dann vielleicht 2 plus 18 gleich 20 Schulen der Hörer, Shravakas. Und all diese verschiedenen Schulen oder Philosophien wuchsen eben an und waren dann Debattiergegner. Und das ist eine Periode des Buddhismus, die heißt Periode der Schulen oder auch Periode oder Zeit des Grundlagenfahrzeugs. Und es gab da einfach verschiedene Unterteilungen eben in diesen verschiedenen Schulungen und die haben dann eben debattiert untereinander, zwischeneinander. Und das ist, wie gesagt, die Periode der Schüler oder Periode des Grundlagenfahrzeugs, wo sich diese Schulen entwickelt haben und miteinander in Debatte standen. Das Grundlagenfahrzeug könnte man vielleicht auch Hinayana nennen, aber die Grundlagenfahrzeuganhänger selbst würden sich nicht Hinayana nennen, sondern Hinayana ist ein Begriff, der von den Mahayana-Praktizierenden gegeben wurde. Und das ist eigentlich ein kritischer und niedermachender Begriff, wo die Shravakas dann so abgetan wurden und mit so einem runtermachenden Begriff belegt wurden. Also Hinayana ist ein Wort aus dem Mahayana. Und die Shravaka praktizierenden würden sich selbst nicht so nennen, weil es eben ein respektloser Begriff ist. Und daher ist es nicht in Ordnung, Grundlagenfahrzeug mit Hinayana zu betiteln. Denn die fühlen sich da sicher nicht wohl damit. Zum Beispiel, wenn jemand uns so herabwürdigend oder abfällig benennen würde, das würden wir nicht mögen. Da ist es besser, solche Worte nicht zu benutzen wie Hinayana, ne, weil es so abwertend ist oder abfällig ist. Also auf jeden Fall die Periode, wo eben Buddha damals so sich aufspaltete in die verschiedenen Schulen, das war
Das war vielleicht so 100 Jahre vor Christi, so ungefähr. Und dann später, 100 Jahre nach Christi Geburt, da begann dann die Maya-Zeit. Und wie kam das zustande? Weil die vorherigen Lehren im Zeitalter der verschiedenen Schulen war es so, dass die Anhänger dieser Schulen dann wirklich großes Interesse hatten zu untersuchen, was Buddha gelehrt hat. Und haben dann darüber überlegt, Buddha hat dies gelehrt oder das gelehrt. Und die haben dann einen Satz des Buddhas genommen und dann unterschiedlich erklärt. Jeder hat es unterschiedlich erklärt. Und das waren nicht irgendwelche Erklärungen, sondern es war Erklärung, die aufgrund von ausführlicher Untersuchung und Analyse zustande kamen und haben dann auch die verschiedenen Belehrungen in verschiedene Kategorien eingeteilt, basierend auf den unterschiedlichen Bedeutungen und haben dann eben unterschiedliche Erklärungen gegeben. Und so gab es natürlich viele, viele Texte. Und da gab es zum einen dann zum Beispiel eine Belehrungsart, wo es die Abhidharma genannt wurde. Und das sind dann eben, Abhidharma sind da eben, bedeutet großartiger Dharma oder erhabener Dharma. Und das ist ähnlich zu dem einen Korb der 3 Körper von Buddhas Lehren, der Abhidharma genannt wird. Und es gibt einige japanische Forscher, die den Buddhismus untersuchen. Und es war so, dass die haben dann wirklich, die sagen, dass damals die Meister wirklich das so untersucht haben und die Schriften untersucht haben und haben dann irgendwie vielleicht sogar vergessen, dass ja wirklich Buddhas Lehre wirklich immer darauf ausgerichtet ist, Nutzen für alle fühlenden Wesen zu bringen. Und diese Gelehrten haben damals diese grundlegende Sichtweise des Dharmas oder Absicht des Dharmas ist, wenn der Buddha lehrte, dass es dafür war, das Wohl der Wesen hervorzurufen. Die haben sozusagen sich so sehr in der Analyse und Untersuchung verloren, dass sie dieses Interesse, den fühlenden Wesen Nutzen zu bringen, vergessen haben oder aus den Augen verloren haben sondern hatten dann nur noch den Eigennutz, die eigene Befreiung vor Augen. Und sie haben sich dann so sehr darauf fokussiert, auf die Selbstbefreiung und hatten dann gar nicht mehr Platz irgendwie in ihrem Herzen oder Geist an das Wohl der anderen zu denken. Und haben dann dementsprechend dann auch ihre Kommentare dazu verfasst und haben mehr und mehr nur sich auf ihre eigene Befreiung konzentriert. Und die haben sich dann selbst eben getäuscht oder ausgetrickst, weil sie so sehr sich im Detail mancher Texte verloren haben und haben dann gar nicht diesen wichtigen Punkt mehr vor Augen gehabt, dass diese Belehrungen dafür sind, um andere fühlende Wesen zur Befreiung zu führen, sondern haben sich dann nur noch auf die eigene Befreiung fokussiert, auf die eigene Analyse, auf die eigenen Debatten und haben dann eben diese grundlegende Idee des Buddha Dharma aus den Augen verloren, wo es immer darum geht, Nutzen für alle fühlenden Wesen hervorzurufen. Und so dann
ungefähr im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt gab es dann eben so eine Revolte quasi gegen diese Schulen, die so diese Selbstbefreiung anstrebten, wo dann der Vorwurf war, ihr denkt ja nur an eure Philosophie, aber nicht an das Wohl der fühlenden Wesen. Das ist nicht in Ordnung, denn Dharma wurde vom Buddha nur gelehrt zum Wohle der fühlenden Wesen und ihr sprecht hier nur über Philosophie und Selbstbefreiung oder Eigennutzen und das ist nicht in Ordnung. Das waren die Vorwürfe. Sondern das waren nicht nur Vorwürfe gegen diese ältere Schule, sondern oder ja, eigennützige Sichtweise, sondern selbst lebten sie das jetzt eben mit gutem Beispiel, indem sie selbst versuchten, andere Wesen auf dem Pfad zur Befreiung zu bringen. Und das wurde dann Mahayana genannt, diese altruistische Sichtweise. Und das war eben im 1. Jahrhundert nach Christi und Mahayana wurde unterteilt in 2 Gruppen. Einmal gibt es dann die Sichtweise der Leerheit, die basiert auf der Sichtweise der Prajnaparamita Sutras. Aber dann gibt es auch die Geistschule, wie wir das im Samdhini Mochana Sutra kennen. Und das wurde ja von dem chinesischen Übersetzer Yi Jing übersetzt. Und wie ihr vielleicht wisst, hat der so ein Reisebuch sozusagen verfasst. Das als er reiste nach Indien, das ist das ist die Erzählung des Buddhismus aus den südlichen Meeren. Und das beschrieb die Situation der Stama in Indien im 7. Jahrhundert. Und dieser Yi Jing, dieser reisende Übersetzer aus China, sprach darüber, dass Mahayana eben 2 Unterscheidungen oder 2 Untergruppen hat, aber nicht mehr. Also Mahayana hat 2 Schulen, Madhyamika und Yogacara. Ne? Also eins ist der mittlere Weg, Madhyamika, das andere Yogacara. Und Madhyamika sagt, dass die Dinge relativ erscheinen, aber letztendlich leer sind. Ihre Essenz ist leer und illusionsgleich. Das ist die Essenz des Madhyamika. Aber die Yogacara-Schule sagt, dass es keine äußeren Entitäten gibt, keine externen Entitäten, aber dass es nur den inneren Geist gibt. Alles ist nur Geist. Ne? Also das sagte dieser Yi Jing, dass es die beiden Mahayana-Schulen gibt, Madhyamika und Yogacara. Und mittlerer Weg wird ja eben Madhyamika auf Sanskrit genannt. Und die nur Geist- oder Yogacara-Schule ist dann eben ja, die Yogacara-Philosophie. Manchmal gibt es aber auch die Idee von manchen, dass es noch eine andere, dritte, getrennte Schule gibt, die nur Geistschule oder so. Anders. Es gibt eine dritte Schule für manche, die sagen, das ist die Tathagata-Garbha-Schule, ne, über die Buddha-Natur. Aber darüber werde ich jetzt hier nicht sprechen, sondern hier folgen wir Yi Jings Aussage, dass es Madhyamika und Yogacara-Schule gibt. Das sind die beiden Schulen von Mahayana. Und wie gesagt, manche Gelehrten sagen auch, dass die Tathagata-Garbha-Schule, die Buddha-Natur-Schule auch noch gäbe. Das wäre dann die dritte Mahayana-Schule. Im Allgemeinen können wir aber auch über Shenton Madhyamika sprechen. Das wäre dann eben ein mittlerer Weg über Tathagata-Garbha und sagen dann, ja, wir sind die großen Madhyamikas. Aber da gibt es dann verschiedene Debatten drüber. Aber es ist ein schwieriges Thema jetzt, wenn wir über Shenton Madhyamika sprechen. Vielleicht müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen. Wenn wir wörtlich darüber sprechen, was Shenton sagt, die akzeptieren nicht alles wörtlich, wie es im Mula Madhyamika Karika steht. Und deswegen
könnte man sagen, sind die vielleicht nicht Madhyamikans, weil sie nicht Mula Madhyamika Karika folgen. Man kann nicht sagen, dass man Madhyamika ist, aber nicht Nagarjunas Mula Madhyamika Karika folgt. Oder so, weil man andere Erklärungen hat, die nicht in Einklang mit Mula Madhyamika Karika sind. Aber deswegen sollte man vielleicht nicht Shentong Madhyamika sagen, sondern vielleicht Tathagata Garbha Schule. Und dann wäre das ja natürlich kein Problem. Ja, dann ist es vielleicht besser zu sagen, wir sind Buddha-Naturschule, anstatt Shentong Madhyamika zu sagen. Dadurch trennt man sich schon von der Terminologie her von der Madhyamika-Schule. Aber das machen sie eben nicht. Sie sagen, wir sind Madhyamika, Shentong Madhyamika, große Madhyamika, und dann können natürlich Widersprüche auftauchen und Unannehmlichkeiten. Aber vielleicht müssen wir da jetzt heute gerade nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben Yogacara und nur Geistschule und die werden eben oft synonym benutzt. Was sind diese Unterschiede oder Verbindungen zwischen Yogacara und nur Geist? Nur Geist, wenn wir über nur Geist sprechen, sollten wir das als die Schriften oder Erklärungen von Yogacara verstehen. Wenn wir sagen nur Geist oder nur Gewahrsein, dann ist es die Sichtweise oder die Philosophie von Yogacara. Wenn wir sagen nur Gewahrsein, nur Geist, nur Gewahrsein. Und das wäre Vijnapti auf Sanskrit, nur Geist. Vijnapti oder Vijnapti. Und das ist dann blickbar in Tibetisch oder nur Gewahrsein. Aber dann später wurde es eben nur Geist genannt. Aber eigentlich haben die tibetischen Übersetzer Vijnapti Namrikpa, nur Geist, nur Gewahrsein übersetzt. Und das ist etwas, was wir häufiger finden im tibetischen Tenje. Wenn wir nur Geist, nur Gewahrsein sprechen, das sind Äquivalente. Das bedeutet, dass es keine Phänomene gibt, die den Geist transzendieren oder die jenseits des Geistes sind, sondern es sind alles Phänomene aus dem Geist heraus. Und das wird eben hier so beschrieben, Vijnapti. Und die Leute, die diese Sichtweise aufrechterhielten, dass alles bloß Geist ist und kein Phänomen jenseits des Geistes ist, die werden Vijnana Vada genannt. Vijnana Vada. Das sind diejenigen, die akzeptieren oder postulieren, dass alles bloß Geist ist und keine Erscheinung jenseits des Geistes sind. Das sind die Individuen, die Praktizierenden, die diese Sichtweise aufrechterhalten. Die werden Vijnanavadas genannt. Das könnte man dann auch die Anhänger der Nur-Geist-Schule nennen. Aber in der tibetischen Tradition benutzen wir Yogacara nicht so oft, diesen Begriff. Aber in Japan und China wird das öfter benutzt, dieser Begriff Yogacara. Ja, also Yogacara sind die Praktizierenden, die diese Sichtweise haben von nur Geist, und nur Geist ist dann eben die Sichtweise. Zum Beispiel, wenn wir über die Anhänger von Madhyamika nachdenken, die Mula Madhyamika Karika von Nagarjuna als den Haupttext für Madhyamika annehmen, der ja die Sichtweise der Leerheit lehrt, die könnte man die Anhänger der Leerheit, also Shunyata-Vadins, nennen. Genauso ist es eben auch mit denen, die an nur Geist glauben oder das postulieren. Das sind dann eben die Anhänger von nur Geist, Vijnana Vada. Und ebenso ist es eben dann, wenn man der Sichtweise von Leerheit anhängt oder folgt, dann ist es die Shunyata Vadins. Das sind eigentlich die Unterschiede hier zwischen nur Geist und Yogacara. Nur Geist ist der Name der Philosophie und Yogacara ist sozusagen die Anhänger.
die dieser Sichtweise folgen und praktizieren. Und das ist vielleicht, wo wir heute hier aufhören sollten. Und dann machen wir morgen zur gleichen Zeit weiter. Und deswegen möchte ich hier die Möglichkeit kurz ergreifen, hier euch zu sagen, wir haben jetzt hier die ganzen Bildschirme, wo ich auch die ganzen Klöster sehen kann, sagt seine Heiligkeit. Und da können wir all die Individuen sehen. Und die Sponsoren sind eigentlich hauptsächlich 10 Taiwanesen oder 11 Taiwanesen. Ja, also es ist eine Gruppe von Sponsoren, die zusammengekommen sind und zusammenarbeiten und dann diese Spenden an die Klöster übergeben haben. Und ja, ich möchte mich bedanken bei all diesen und möchte euch allen hoffe, dass ihr alle eine gute Zeit habt und ein gutes neues Jahr habt und dass es keine Hindernisse auftreten mögen. Und jetzt würden wir dann die Schlussgebete rezitieren.